Hallo zusammen, ich bin Naira, ich bin Sprachlehrerin aus der Schweiz und auf meinem YouTube-Kanal und auf Instagram erzähle ich dir gerne Spannendes zum Thema Schweizerdeutsch lernen. Schön, bist du heute dabei. Heute wollen wir darüber reden, wie du Sprachkontakt, Videos, Podcasts und mehr zum Schweizerdeutsch lernen kannst brauchen. Und weil sich das ein paar von euch gewünscht haben, rede ich jetzt in diesem Video von Anfang an Mundart. So kannst du direkt implizit lernen. Was das bedeutet, das erkläre ich dir später in diesem Video. Keine Angst, wenn du mich noch nicht so gut verstehst. Du kannst einfach die Untertitel zu diesem Video aktivieren. Also, dann fangen wir doch an. Zuerst möchte ich dir aber etwas über italki erzählen. Italki sponsort freundlicherweise das Video. Es ist eine grossartige Plattform für Sprachlehrer aus der ganzen Welt zu finden und mit ihnen online zu lernen. Italki ist also auch eine Möglichkeit, für Schweizerdeutsch zu lernen. Ich zeige dir jetzt, wie du auf Italki Lehrpersonen aus der Schweiz finden kannst. Ganz zuerst auf die Italki-Webseite. Den Link dazu findest du in meiner Videobeschreibung. Dann klickst du auf «Eine Lehrkraft suchen». Hier kannst du jetzt verschiedene Filter einstellen. Wichtig ist, dass du hier nach Deutsch suchst, weil es Schweizerdeutsch nicht in den Voreinstellungen gibt. Aber du kannst dann Lehrkräfte nach ihrer Herkunft filtern. Hier kannst du Schweiz auswählen, um sicherzustellen, dass du einen Lehrer findest, der dir Schweizerdeutsch beibringen kann. Wenn du jetzt eine Lehrkraft wählst und dann runterscrollst, siehst du dann alle Lektionen, die die Lehrperson anbietet. Wenn du hier jetzt Swiss German oder Schweizerdeutsch findest, dann bist du fündig geworden. Klick auf «Jetzt buchen» und schon bald kann deine erste Lektion starten. Das Coole ist, egal ob du schon in der Schweiz lebst oder noch nicht, Italki bietet dir die Möglichkeit, direkt mit Muttersprachlern zu lernen und so den Sprachkontakt zu intensivieren. Probier es einfach aus. Klick auf den Link in der Videobeschreibung, für dich gratis bei Italki anzumelden. Mit diesem Link bekommst du 3 Probelektionen zu einem reduzierten Preis, für das du auch sicher den richtigen Sprachlehrer oder Sprachlehrerin findest. Und mit meinem Code NAIRA bekommst du auch noch 5 Franken Rabatt auf deine erste Lektion, wenn sie mindestens 10 Franken kostet. Und jetzt zurück zum impliziten Sprachlernen. Zum Anfang eine kleine Erinnerung. Schweizerdeutsch meint als Begriff die Gesamtheit von allen deutschen Dialekten, die in der Schweiz geredet werden. Die tönen nicht überall in der Schweiz ganz gleich, aber man versteht sich innerhalb der Schweiz meistens gut. Wenn es um Sprachverständnis geht, finde ich es darum wichtig, dass man sich verschiedene Dialekte anhört und sich so an sie gewöhnt und Schweizerdeutsch ein generell versteht. Reden wir über Sprachkontakt. Was meine ich eigentlich mit dem? Es bedeutet, wie das Wort schon sagt, in Kontakt mit der Sprache zu kommen. Das ist der erste wichtige Schritt beim Sprachenlernen. Schweizerdeutsch, das ist eine gesprochene Sprache. Die Schriftsprache in der Schweiz ist meistens Hochdeutsch, ausser so in informellen Chats, aber im Alltag reden wir fast ausschliesslich Schweizerdeutsch. Das bedeutet, es macht keinen Sinn, Schweizerdeutsch nur mit Textbüchern zu lernen. Es ist wichtig, sich auf das Verstehen und wenn du gerne willst, später auch auf das Reden zu konzentrieren. Es gibt viele verschiedene Dialekte in der Schweiz. Jemand aus Zürich tönt anders als jemand aus Bern oder aus dem Wallis. Nur wenn du die verschiedenen regionalen Eigenheiten der Dialekte mal gehört hast, kannst du dich auch überall in der Schweiz verständigen. Und die Schreibweise gibt nicht immer Aufschluss über die Aussprache. Es gibt nämlich keine festgelegte Rechtschreibung im Schweizerdeutschen. Wörter können also unterschiedlich geschrieben werden und auch ausgesprochen werden, je nachdem, wer der Text
oder das Lehrbuch, das du gerade liest, geschrieben hat. Darum ist das Hören und Nachahmen umso wichtiger. Zum Sprachkontakt gehört das implizite Lernen durch Hören und das Reden mit Muttersprachlern. Das werden wir gerade noch genauer besprechen. Reden wir jetzt über implizites Sprachenlernen. Was soll das eigentlich bedeuten? Implizites Sprachlernen bedeutet, dass eine Sprache auf natürliche Weise ohne expliziten Unterricht gelernt wird. Man lernt durch Zuhören, Nachahmen und einfach wiederholtes Erleben von Sprache im Alltag. Stell dir vor, du hörst jeden Tag eine halbe Stunde einen schweizerdeutschen Podcast, ohne dabei auf jedes Wort zu achten. Du nimmst einfach die Melodie oder den Rhythmus der Sprache auf. Das ist implizites Lernen. Es ist, als würdest du dir die Sprache ganz nebenbei aneignen. Ein weiteres Beispiel. Du schaust regelmässig Schweizer Filme oder Serien und achtest dabei weniger auf die Sprache und mehr auf die Handlung. Nach und nach wirst du Wörter und Redewendungen wiedererkennen und ihren Sinn im Kontext verstehen. Implizites Lernen funktioniert auch, wenn du schweizerdeutsche Musik hörst und einfach mitsingst. Du lernst so die Sprache durch den Klang und die Struktur der Lieder. Auf srf.ch findest du zum Beispiel ganz viele Fernsehsendungen auf Schweizerdeutsch. Da ist sicher auch etwas für deinen Geschmack dabei. Gerade Fernsehsendungen von SRF haben sehr, sehr gute hochdeutsche Untertitel, die du aktivieren kannst. So können neue Wörter gut entschlüsselt werden. Aber achte auch auf die folgenden Punkte, für das Hören wirklich effektiv zu machen. So gut implizites Lernen auch ist, manchmal kann ein bisschen mehr nicht schaden. Setz dich auch mal aktiv mit dem Material, zum Beispiel einem Lied, das dir gut gefällt, auseinander. Schau dir den Text an, entschlüssele unbekannte Textpassagen, ein bisschen wie beim Lernen halt. Zum Beispiel kannst du dir die wichtigsten Wörter und Sätze notieren und probieren, sie im Alltag zu brauchen. Oder du hörst den gleichen Podcast mehrfach und achtest jedes Mal auf verschiedene Aspekte der Sprache. Eine weitere Idee: lass dir ein schönes Lied so manchmal an, bis du es auswendig kannst. Durch die Wiederholung prägen sich die Wörter und die Satzstrukturen besser ein. Mach auch nicht den Fehler, in jedem Lied und jeder Podcast-Sendung wirklich jedes einzelne Wort zu verstehen. Das Verstehen vom Gesamtzusammenhang ist wichtig beim Sprachlernen. Es geht nicht immer darum, jedes einzelne Wort zu verstehen, sondern die Bedeutung im Kontext zu erfassen. Also Mut zur Lücke und bist geduldig und vertraue darauf, dass du mit der Zeit immer mehr wirst verstehen. Kommen wir zum grossen Elefant im Raum, mit Schweizerinnen und Schweizer Mundart reden. Ich weiss, viele Leute wechseln automatisch auf Hochdeutsch, wenn du Hochdeutsch mit ihnen redest. Du kannst sie aber bitten, Schweizerdeutsch mit dir zu reden. Sie werden das gerne machen und du kannst so umso mehr lernen. Ein Beispiel. Sprich doch deine Nachbarin oder deine Arbeitskollegen gezielt auf Schweizerdeutsch an. Sag einfach: «Könntest du bitte mit mir Schweizerdeutsch reden? Ich lerne gerade.» Und auch wenn du noch nicht in der Schweiz lebst oder gerade einfach noch ein bisschen Hemmungen hast, dann kannst du auch schon mit Schweizer reden. Zum Beispiel über Plattformen wie italki. Dort findest du Muttersprachler, die gerne helfen und mit dir üben. Und somit sind wir auch schon am Ende des heutigen YouTube-Video angekommen. Denk daran, dass du mit meinem Code NAIRA Rabatt auf deine ersten Lektionen mit italki bekommst. Drück dafür einfach auf den ersten Link in meiner Videobeschreibung. Da findest du auch meinen Deluxe-Workshop. Da zeige ich dir Schritt für Schritt, wie du das Beste aus dem Lernen mit Originalmaterial rausholst. Ich freue mich über ein Abo, ein Like und einen Kommentar. Sag mir doch Bescheid, wie es dir gefällt, wenn ich Schweizerdeutsch in meinen Videos rede. Und vergiss auch nicht, mir auf Instagram zu folgen.
Merci viel mal fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.